Wir freuen uns sehr auf unseren nächsten Künstler, auf unseren nächsten Akteur. Seit vielen, vielen Jahren schon gehört er fest zu uns, gehört fest hier auf die große Bühne. Der mir sinnet so, herzlich willkommen, der Hausmeister. Amen. Ich hoffe, das Mikrofon geht. Ne? Ich hasse es ja, wenn etwas nicht funktioniert. Da könnte ich mich kaputt ärgern. Heute Morgen stehe ich an der Haltestelle am Bus. Kommt der Bus, hinten steigen zwei aus, lasst der vorne die Tür zu. Sagt, ich mache mal auf, ich muss fort aufs Gericht. Sagt er, der Bus ist voll besetzt. Sagt ich, da wären zwei Plätze frei geworden. Sagt er, aber nicht nebeneinander. Da kennst du doch gerade der nächste Bus geholt. Fortgefahren, habe ich gedacht, komm mal, bisschen schön Wetter. Habe ich zu dem Busfahrer gesagt, sagen Sie mal, wo stellt man bei Ihnen aus, vorne oder hinten? Sagt er, das ist egal, wenn ich vorne halle, halle ich hinten an. Ne? Die einfachste Sache. Die einfachste Sache. Da könnte ich mich drüber ärgern. Es geht da, mein Vater läuft gestern Morgen in den Keller und es weiß genau, oben der Dreher, habe ich noch extra frisch gestrichen vor 2 Tagen, ne? Hat sich wieder die Knause gestoßen, zum 435. Mal. Das hat schon Horn da oben. Hat jetzt so Platzwund da, der ganze Dreher versaut, jetzt kann ich nicht wieder streichen. Ne, da kann ich mich ärgern. Was mich noch mehr geärgert hat, das war da vorher noch beim Friseur gewesen, kann es gerade noch mal gehen, verstehst du? Ne, das muss nicht sein. Das sind alles so Sachen. Ne, und dann muss man mal holen, der ganze neumodische Quatsch, wo es heute gibt. Gehen wir heute in der Bäckerei ein Brot bestellen. Ey, das ist ja wie Verhör. Hätte Sie gerne ein Vollkornbrot, ein Weizenbrot, ein Weizenmischbrot, ein Roggenmischbrot? Hätte Sie gerne ein großes, ein kleines, ein Pfund, 1,5 Pfund, 2 Pfund, geschnitten und wie groß? Ich sage, machen Sie mir 3 weg. Was mich auch so ärgert, jetzt gibt es in Berlin gibt's jetzt einen Feiertag extra für die Frauen, für den Weltgebetstag im März. Sind die extra Feiertag. Davon wird die Küche auch nicht sauberer. Das kann man doch ruhig mal sagen. Da kann ich mich drüber aufregen. Ne? Oder wenn der heute, jetzt waren wir die Woche, waren wir kaufen gewesen im Baumarkt. Ich habe mich so geärgert, weil wir waren in Urlaub im Sommer und da haben wir im Keller, also ich habe im Keller das Licht angelassen, wie ich noch das Wasser abgestellt habe, wie wir fort sind. Und wie ich heimgekommen bin, gesehen, da hat 40 Tage jetzt Licht gebrannt umsonst. So. Unnötig. Habe ich die da angerufen bei unserem Stromversager, habe ich gesagt, hören Sie mal, wir waren 40 Tage fort, ich habe aus Versehen das Licht brennen gelassen, kann man das wieder rückgängig machen? Sagt die, wenn ich Sie richtig verstehe, wollen Sie das Ganze, dass Sie das nicht bezahlen? Genau, habe ich gesagt. Dass man vielleicht jetzt jeder noch mal zurücklaufen lassen, weil wir waren ja nicht da. Hat die gesagt, das geht nicht. Sie können ja nicht ins Schwimmbad gehen und sagen, ich will mehr Geld zurück, ich bin ja nur 2 Bahnen geschwommen. Ne? Nee, aber so wirst du halt. Wir haben dann jetzt den Stromversorger gewechselt. Wir haben auch ganz neue Birnen gehabt, die LSD-Birne, wo es aber gibt. Dort, die machen kuschelig und mollig alles. Ne? Da fühlt man sich richtig wohl. Ne? Das ist so ganz warm, weißes Licht und wirst angestrahlt. Dann habe ich zum Gerda gesagt, wir müssen noch Wasser stehen haben für oben. Hat das da so Spaghetti-Schüssel gehabt, ich weiß gar nicht. Auf der Holzschränkchen eine Spaghetti-Schüssel drauf, das sieht aus wie Spaghetti-Schüssel. Und gesagt, das ist eine Nachtippe von früher. Ne? So modernes Zeichen. Oder die Junge mit ihren Smartphones. Ne? Laufen die so da rum. Ne? So haben die das Ding da vor der Schniss. Ne? So haben wir früher Harzschmierkiss. Verstehst du das? Oder wenn sie da die neumodische, die Schaschlikpfeife, wo sie da haben, ne? Da die Verteilersteckdose mit den Kabels, wo sie dann dran ziehen. Das ist doch nicht die Zukunft. Gehen wir in die Schule. Der Enkel ist jetzt in der 1. Klasse, die haben gesagt, wenn der Emo Alter sagt oder Scheiße, muss du 10 Kniebeuge machen oder 10 Liegestütze. So, was nutzt das? Das hat mit Digitalisierung ja nichts zu tun. Ne? Das kommen sie aus der 5. Klasse, aus der Schule, haben so Arme und sind blöd wie Brot. Versteht ihr? Ja. Es ist doch wahr. Ne?
was mich genauso geärgert hat, kann ich heute, im Baumarkt haben wir bezahlt, auf einmal sagt der, wollen Sie noch Geld abheben? Sag ich, wie Geld abheben? Ich bin doch im Baumarkt. Ah ja, bei uns können Sie Geld abheben. Sag ich, von was für einem Konto? Was? Sagt ja, von Ihrem. Sagt, ne, da brauche ich keins, ne? Jetzt kannst du schon im Baumarkt Geld abheben, das muss ich mir vorstellen. Das kann doch nicht wahr sein. Wo sollten das mal enden? Schanna hat die Quittung gekriegt, nämlich 3 Tage später, wie ich im anderen Markt war, für den Kaffee in so einem Discounter, wie das ja heute heißt, ne? Also so Schlapperladen, wo es alles gibt. Habe ich aus Versehen, sagt meine EC-Karte, habe ich ja die Krankenkassekarte kennen. Sagt die, haben Sie 3 Bandscheiben Vorfälle? Da habe ich gesagt, das ist doch eine Frechheit, sagen Sie mal. Was Sie da, das ist doch, das ist mich kaputt. Die ganze Digitalisierung, der ganze Quatsch da, ne? Da hat ja auch jetzt die Alice Schwarz hat die Heidi Klum verklagt, weil die Heidi Klum hat ungeschminkt vor dem Geldautomat gestanden und hat von der ihrem Konto Geld abgehoben. Ne? So. Das sind alles so Sachen. Ne? Und jetzt kommt's. Ne? Über den Flughafen habe ich mich geärgert. Ne? Die Flüge nach München gehen nicht mehr. Einwandfrei. Das Saarland ist ein Geberland. Ne? Da kommt eine Fluggesellschaft, wo nichts um Lappe hat. Die kommt daher, sagt, wir fliegen bis nach München ein paar Mal, holt die Subventionen und wenn sie kaputt gehen, sagen sie so, wir haben nichts mehr, aus die Maus. Ende. Kein Geld mehr, sind 3 Stück schon kaputt gegangen. Keiner will nach München. Der Flieger für 45 Leute mit 12 Personen. Das geht nicht. Ich war bei uns, im Flughafen vor kurzem war ich auch gewesen, wie wir normale da geflogen sind. Ein Drama, ne? Da habe ich einen gesehen, der war noch dicker wie ich. Ich hab's bloß lachen, hä? Willst du mal einen Dicker sich freut, wenn einer sieht, wie dicker ist wie er? Der war 2-mal hinter dem hätte ich mich genau umziehen, ne? Ich glaub, der heute die da oben im Maler am Strand als Springbursch. So hat er, ja. Habe ich gedacht, mein lieber Alter, neben dem da möchte ich aber auch nicht sitzen, ne? Haben wir dann ingecheckt. 5. Reihe, ich komme mit der Fliegerin, wer huckt da? Der Geleehaufen. Habe ich gedacht, das darf nicht wahr sein. Huckt der bei mir in der Reihe. Der neben mir, ich da, habe mich in der Maxi Cosi dann hingehuckt, wo sie gehabt haben. Der Kurt um mich geworfen, stand zum Glück keine Verlängerung gebraucht. Ne? Bei dem hat die Verlängerung gar nicht mehr gelangt. Die haben jetzt aus dem Gepäckraum einen Spanngurt holen. Dass er den eigentlich nicht festschnallen. Ne, da. Der wird ja hinschlagen wie ein Meteorit, wenn der abstürzen wird. Verstehst du? Und ich hucke, bei mir fliege, hucke ich ja immer vorne. Ich habe gesagt, mir hucke am liebsten vorne. Falls mal abstürze, kommt die noch immer mit dem Getränkewändchen vorbei. Ne? Jetzt, pass auf, jetzt ist das losgegangen. Da hat die Stewardess da vorne gehuckt. Ne? Da hat die so Welle gemacht, da, wie dem ganzen Inweisungsraum mit der Schwimmweste. Ganz verrückt mit der Schwimmweste. Die Leihe unterm Sitz. Du huckst da wie so Haas. Ne? Da soll ich unterm Sitz, soll ich die Schwimmweste rausholen. Ich müsste ja Standbändchen, Herr Mo. Und da hat die das gezeigt, wie man das macht und so. Da habe ich gedacht, das kann ja nicht gut gehen. Ne? Wer garantiert mir dann, wenn ich nach München fliege oder nach Berlin, dass ich ausgerechnet um Bodensee aufklatsche? Ne? Ne? Stell dir mal vor, fliegst aus 3000 Meter raus und hast eine Schwimmweste an. Da holt man doch einen Fallschirm. Das funktioniert doch nicht. Das ist doch wahr. Wirklich, das ist wahr. Ne? Und dann haben wir da gehuckt, ich da neben dem Klöster da gesetzt, ne? Und er muss Essen kommen, ne? Hat ja das Brett rausgemacht, hat nicht aufgegangen, hat ja mal das Fahrgestell ausgefahren, ne? Habe ich zu ihm gesagt, Fleischfleisch, Rickmustig. Du bist nicht allein da. Sagt ja, ich brauche doch Platz. Ich sagte, da hätte ich eine Kreuzfahrt buchen, da hätte ich Platz gehabt. Oder, das ist doch wahr, Mensch. Da haben wir dann eine Zeit lang geschwätzt, da haben wir gemerkt, dass wir zusammen in der Schule waren. Da ich gesagt, siehst du, so ist das. Früher waren wir zusammen in der Schule, heute haben wir dasselbe Pflegedienst. Da. Das geht doch, ne? Ja, das ist apropos Stichwort Pflegedienst. Die Schwiegermutter ist auch nicht so gut dabei. Hat die mir Herr Moe Kuh in die Hand gedrückt, sagt sie, da für dich. Sag ich, oh, wie denn das? Sagt sie, für den Namenstag. Sagt ich, wie Namenstag? Sagt sie, fetter Donnerstag.
Mom. Jo. Ja, was denn jetzt? Wahrscheinlich war das die Retourkutsch, weil am Valentinstag habe ich keine Blume für sie gehabt. Hat sie noch gesagt, ach, hätte ich ja ruhig mal können deiner Schwiegermutter streichst, Blume mitbringen. Habe ich gesagt, muss ich entschuldigen, aber schon nirgends mehr Gürtelrose gekriegt. Ja. So, jetzt, pass auf, was ich erzählen will. Die hat ja jetzt so, die ist ja angeblich, ist ja voriges Jahr 102 Jahre alt war. Jetzt haben die aber vom Amt, haben sie wieder zurückgestuft auf 90, wieder 12 Jahre Demenz, die schreiben es gerade wieder gut. Ne? Und die Patientenverfügung, wo wir ihr geschenkt haben vor 3 Jahren, die hat bis jetzt noch nicht gegriffen. Ne? Gut, man kann, ich sage immer, die meiste Zeit des Lebens wartet man vergebens. Ne? Das ist, jetzt aber, sie hat so ein paar Randerscheinungen, hat sie schon, sagen wir mal, wo leichte Verfärbungen intreten. Heute Mittag sagt sie noch, wenn du Kaffee gehst, denkst dran, bringst mir ein bisschen Creme mit, meine Haut ist so schuppig und so rau. Ich sage, das ist bei Drachen normal. Ne? Das ist, brauchst du keine Sorge zu machen. Ne? Ja, dann hat sie grundsätzlich, wenn wir irgendwo hingehen, muss die aufs Klo. Ne? Die muss immer, die geht daheim aufs Klo und geht ins Auto und muss aufs Klo. Haben wir da oben in Elmersberg an der Autobahn gehalten, an dem Ecke dort, ne? Da sind wir dort in der Wald, da habe ich gesagt, deswegen habe ich das Handy dabei, das mit der Taschenlampe, habe ich gesagt, da holst du die Taschenlampe in den Mund, es war schon dunkel, dass du was siehst, weil dort sind immer Wildschweine. Ne? Da habe ich gesagt, da holst du die Taschenlampe so in den Mund, da kann man die Arme machen so und dann hat die gegangen auf Klo. Da ist dann das Klo gegangen. Da hat sie dann dort geguckt, da hat sie ihr Geschäft gemacht. Ne? Und auf einmal hat er das geraschelt, da ist er aufgesprungen und da war ein riesiger Bohut da hinten und da ist er so gerannt und das Auto. Sag ich, was ist mit dir los? Alter, hinten sind Wildsauer. Er sagt, ich sind nur wie dir abgehauen. Die hätte normal gar nichts gemacht. Das andere Mal waren wir im Einkaufsmarkt gewesen, am Parkplatz. Was muss die aufs Klo? Und ich sag, laufen musst du aufs Klo. Ne? Und ich sag, komm, wir fahren da in die Wenschenbox, da kannst du aber zwischen die 2 Tiere vorne und hinten. Guckst dich da hin, ich denke, wer machst du das? Da tust du jetzt so besorgen, habe ich gedacht. Ne? Und da huckt die da zwischen die 2 Tiere, macht das Gestrüpp runter. Und da habe ich gesagt, mach ich, pass auf. Und da habe ich gesagt, schönen guten Morgen. 1,50 Meter aus der Hocke. Ist die hoch? Die kann wieder laufen. Deswegen, ich sage immer, wenn du weißt, wo du bist, bist du immer, wo du willst. Ne? Und das Beste, sage ich immer, hol dir Tablette und geh spazieren. Schöner Abend noch. Danke. Mein lieber Freund. So, ich hau ab. Unser Hausmeister Willi Jost. Und für dich, lieber Willi Jost, ein Dreifach-Donnerndes Saarbrücken. Alle! Alle! Alle!